Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum 4. Bundesligaspieltag vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, oder ihr kennt den Spaß, halten, liken, kommentieren, abonnieren. So sieht's aus. Und da würde ich sagen, quatschen wir gar nicht lang rum. Gehen wir rein in den Bums. Ich warte auf Handzeichen für die ersten Fragen an die beiden Herren. Wer möchte starten? Das ist ja wieder sehr laut heute. Vincent Schipke, bitte. Hallo. Ja, Mikro, natürlich. Mikro wäre gut, was? Frage an den Trainer. Hallo Herr Company. Nach dem Ausfall von Josip Stanisic, wie sieht es um Rafael Guerreiro aus und wie planen Sie für das Spiel Boah, bitte nicht, Alter. Mach besser Conny auf links und Boe auf rechts. gegen Hoffenheim, speziell auf der Linksverteidigerposition? Ja, wie wir planen genau, das werden Sie morgen sehen, aber viele Optionen gibt es auch nicht mehr. Also ich glaube, dass Sie das fast selber einschreiben können. Und Rafa schauen wir heute. Der hat natürlich keine normale Woche gehabt, der hat eigentlich noch überhaupt nicht mittrainiert. Nein, später auch nicht. Ist auch richtig so. Also wie gesagt, der ist gerade nicht wirklich eine Option, Alter. Warum auch immer. Aber wir schauen heute. Wichtig ist, dass er nicht lange ausfällt. Also wenn es nicht diese Wochenende ist, dann ist er auf jeden Fall nächste Woche dabei, wenn alles gut läuft. Aber ja, schauen wir mal. Das ist natürlich schade, aber ich finde, mit Stani ist es auch nicht so schlimm, was er jetzt hat. Und es ist nur schade kurzfristig und da müssen wir das wieder lösen mit den Jungs, die wir haben. Torben Hoffmann von Sky. Kurz nochmal nachgefragt, Winnie, du hast schon gesagt, Stani fällt nicht so lange aus. Nach unseren Infos 1 bis maximal 2 Wochen. Ist das so in dieser Zeitspanne? Erste Frage. Und die zweite, es wird viel gesprochen, natürlich auch über die Offensivspieler, über Kane, über Odyssee, Gnabry, all das. Aber ich finde es bemerkenswert, wie Conny Leimer momentan einen Impact für die Mannschaft hat. Wie siehst du das persönlich? Was zeichnet Conny auch aus für die Mannschaft und ja, welche Werte verkörpert er? Ja, ich glaube. Welche Werte verkörpert er? Also, Leute, guckt euch die Spiele doch einfach an. Ich sehe auch gerade, dass meine Cam gar nicht an ist. Mache ich mal an, dann seht ihr mich auch. Aber Conny ist schon lange Zeit für uns sehr stabil. Aber ich denke, besser als Cola und Paulaner Flaschen. Und auch sehr flexibel, hat links und rechts immer geleistet für uns. Und ich glaube, dass er defensiv viel besser geworden ist. Also ich meine, stimmt, ja, gehe ich mit. Hat sich auf jeden Fall verbessert. Hat ja aber auch jetzt nur ein Jahr gedauert, ne? Oder über ein Jahr. Wurde ja schon ein bunter Tuchel auf der rechten Verteidigerposition eingesetzt. Aber ja, man hat gesehen, jetzt war es auf jeden Fall ein Steppen besser, ja. Mal gucken, ob er es gelernt hat oder ob das eine Eintagsfliege war. Es ist auch normal, er ist diese Position jetzt auch mehr gewöhnt und dann hat man einfach ein besseres Gefühl, wo man manchmal verteidigen muss. Und er löst halt natürlich immer sehr viel mit seiner Intensität auch. Und nicht nur defensiv dann auch, aber auch nach vorne. Ich glaube, man muss immer schauen, es ist nicht nur Conny, das ist ein bisschen wie wir die Position besetzen, aber man muss natürlich nicht nur schauen, auf wie man unsere Spieler vorbei dribbelt, aber auch wie man gegen die Spieler verteidigt, weil die gehen dann auch immer mit nach vorne. Und ja, Conny war für uns sehr wichtig, sehr positiv mit seiner Leistung, aber natürlich gehört eine ganze Mannschaft dazu. Natürlich haben die Jungs das hervorragend gemacht bis jetzt. Und eine erste Frage nochmal? Ja. Ja, ich habe andere Info. So, es könnte ein bisschen länger sein, aber nicht so, dass wir nicht der Masse, dass er sehr, sehr viele Spieler. Aber wir haben natürlich noch die Länderspielpause, die kommt und das wird hoffentlich dann reichen, um Stani wieder dabei zu haben. Bis nach der Länderspielpause? Könnte sein, ja. Nächste Frage, Stefan Kumberger von Sport 1, bitte. Company, damit wir die Außenverteidiger alle durchbesprochen haben. Wie geht es Alphonso Davies? Wie ist da die weitere Entwicklung? Da werden Sie ja auch besonders drauf schauen. Und Tom Bischoff kehrt nach Hoffenheim zurück. Der hat auch schon Linksverteidiger gespielt. Ist der vielleicht eine Option als Rückkehrer?
Alles ist möglich, aber ich sage nur, alles ist möglich, weil ich möchte einfach nicht reden über... Ja, Conny wird links spielen, Boe wird rechts spielen. Boe hat es gut gemacht, ist jetzt seine Chance, ja. Wenn er jetzt gegen Hoffenheim auch nochmal ein gutes Spiel macht, dann ist er auf jeden Fall eine Option. Wenn er dann natürlich jetzt wieder diese Durchschnittsleistungen bringt, die er davor gebracht hat in der Bundesliga, dann wird es schwierig. Ja, aber so wird die Aufstellung sein. Morgen anfängt, das werde ich. Und Sie wissen, wenn die Spiele so schnell aneinander kommen, dann ist es auch wichtig, manchmal ein bisschen zu warten, bis man die Entscheidungen trifft. Einfach schauen, wie die Jungs durchgekommen sind und was dann natürlich vom letzten. Das ist die einzige Option. Also wenn da einer irgendwie sich nicht richtig fit fühlt oder angeschlagen ist, ja, dann kann es zu sowas kommen. Aber ansonsten wird da Conny und Boe auflaufen. Das Spiel noch in die Beine geblieben ist. Und von meiner Seite kein Druck, das sind diese langfristige Verletzungen, da muss man auch die Zeit bekommen, auch für die Integration, nicht, dass er auf einmal wieder unsere wichtigste Spieler wird. Das muss seine Zeit nehmen. Wo war er denn mal der wichtigste Spieler, Alter? Was ist denn jetzt los? Und wir werden ihm die Zeit geben, genauso wie Ito und Musiala auch. Aber ja, die Aussage ist natürlich richtig. Ja? Also man kennt alle die Weisheit, ihr werdet alle die Weisheit kennen, solange wie die Ausfallzeit war, solange braucht man, bis man wieder auf Top-Level ist. Also das wird alles nicht so schnell gehen bei uns. Ne? Selbst wenn die Jungs dann wieder da sind, werden sie Zeit brauchen. David Verhoff von der Bild-Zeitung, bitte. Hallo, Herr Kompany. Denken Sie darüber nach, vielleicht Jonas Urbich morgen mal eine Chance zu geben, weil bis zum Pokalspiel, wo er dann ja nochmal spielen muss, kommen mehr Kracher wie Frankfurt und Dortmund. Und Champions League, ist das eine Option, ihn morgen vielleicht spielen zu lassen? Es sind keine Themen, die ich hier besprechen möchte. Nochmals, wir wollen jetzt, wir haben jetzt unsere Siege gehabt und es ist deswegen auch positiv, dass wir jetzt über Personal reden und nicht über was Größeres, aber ich möchte nur jetzt die Mannschaft maximal haben für das Spiel gegen Hoffenheim. Und es ist alles abhängig von wenn Manu Neuer fit ist und wenn da keine Probleme gibt, dann geht es erstmal über das Spiel gegen Hoffenheim und nicht über das Spiel gegen Köln. Dazwischen haben wir noch... Ja, brauchen wir uns nichts vormachen, Ubich wird keine Spiele machen, Alter. Wenn Manuel fit ist, nicht gesperrt ist, ja. Zeit. Wichtig ist, dass Sie wissen, dass wir viel Vertrauen haben in Jonas Urbich, dass wir auch an seine Zukunft glauben. Aber jetzt will ich erstmal das Spiel gegen Hoffenheim gewinnen und diese anderen Themen, das wird noch irgendwann kommen, aber das ist noch nicht das Moment, glaube ich. Martin Volkmar von RAN, nächste Frage. Herr Kompany, eine Frage zu Sascha Boe. Er galt als Verkaufskandidat. Wollten Sie ihn behalten und fühlen Sie sich jetzt auch bestätigt über seine Leistung und auch aufgrund der Personalsituation? Ja, komm, also er hat jetzt eine gute Halbzeit gespielt, so gar keine Frage, ja. Aber davor war es wirklich schwach. Ja, davor war es wirklich schwach. So. Ja, davor war es kein Bundesliga-Niveau, Alter. Das muss man mal, oder kein Bundesliga-Top-Niveau, das muss man mal so klar sagen. Also da jetzt von bestätigt reden oder sonst was. Ja, ich habe es immer gesagt, der Junge hat aber auch nie die Chance gekriegt, mal 5, 6, 7 Spiele am Stück zu machen, dass wir ihn wirklich mal beurteilen können. Ja, das ist halt so die Krux. Aber da jetzt von bestätigt sprechen, ist natürlich wild. Ja, also wie gesagt, selbst wenn er jetzt gegen Hoffenheim nochmal ein Topspiel machen sollte, ja, dann würde ich mal 3, 4, 5, 6, 10 Spiele am Stück sehen, wo es eine ordentliche Leistung ist und dann können wir so ein Fass aufmachen. Doch jetzt aber nicht wegen, ich weiß nicht, war es eine ganze Halbzeit, sondern nicht mal nach einem Spiel, Alter. Also, was noch nicht mal über 90 Minuten war. Ja, er hat super gemacht, so keine Frage, ja. Aber Leute, ey, was denn los? Ich habe es ganz deutlich gesagt, also, weil wir haben geredet für 3 Tage über, oder vielleicht vorher schon, über wie groß die Kader war und ich habe ihnen gesagt, ich glaube, dass es in dieser Pressekonferenz war oder gegen einen Kollegen, aber ich habe es auf jeden Fall gesagt, dass
dass das für mich wichtiger ist, dass ich in jede einzelne Spieler, den ich habe, total Vertrauen habe. Es gibt keine Ausnahme. Und Sascha ist ein Teil davon. Seine Leistung gegen Chelsea war auch sehr gut, aber bei mir liegt die Fokus nicht auf eine Spieler, es liegt immer auf die Mannschaft und die Kader und wer auch morgen spielt, ob es Bischof links hinten ist, ob es Jonas Urbich ist, wie Ihre Frage war, ob es Sascha Boey ist und Sie können alle anderen nennen. Ich werde kein Prozent weniger erwarten von der Mannschaft, weil ich habe Vertrauen in nämlich all diese Spieler. Und die haben das schon für uns gezeigt auch. Nächste Frage wieder, Vincent Schirpke von Merkur TZ, bitte. Eine Frage an den Sportdirektor, Herr Freund. Serge Gnabry macht es aktuell weiter super gut auf der 10. Können Sie uns da ein Update geben in die Überlegungen, Thema Vertragsverlängerung über 2026 hinaus? Alter, ohne Scheiß, ich weiß nicht. Gut, es gibt natürlich keine Themen, wa? Es gibt keine Themen. Vielleicht deswegen. Also, ja, Gnabry hat ein super Spiel gemacht gegen Chelsea. Davor die Spiele waren okay. Alles ist gut. Ja, hatte er letzte Saison aber genauso getan. Davor die Jahre hat er auch oft 4, 5, 6 gute Phase gehabt und ist dann weggebrochen. Ja. Und ja, wir wissen auch alle, dass Serge Gnabry im letzten Vertragsjahr Gas gibt. Ja, und das war letztes Mal genauso. Ich habe es schon gesagt, wenn Gnabry wirklich mal eine Saison dieses Niveau halten sollte, was ich persönlich jetzt nicht sehe, erst recht nicht, wenn Musiala wieder da ist, dann weiß ich nicht, wo Gnabry spielen soll. Wenn ich ehrlich bin, wenn man sich dann die erste Elf anschaut, aber anderes Thema. Aber du kannst ja jetzt nicht anfangen, über eine Vertragsverlängerung zu sprechen, Alter. Ja. Wie gesagt, sollte er jetzt mal eine gute Saison spielen, dann kannst du da natürlich drüber nachdenken, ja, aber der ist 30. Aber was reden wir dann? Ja, dann reden wir vielleicht, ja, gib ihm 8 Millionen Jahresgehalt. Dann wird er sich wahrscheinlich auch im Schlips getreten fühlen und gib ihm einen 2-Jahres-Vertrag. So, ja. Dann ist alles fein. Ja. Aber jetzt nach, 5 Spielen. Junge, das ist immer gleich so ein Hype und gleich so ein Tieffall, wenn man mal ein schlechtes Spiel macht. Das ist wirklich wild. Also wir müssen mal davon wegkommen und mal dazu hinkommen, dass man mal wieder Leistung mal ein bisschen, ja, ich rede ja nicht von der Saison, aber mal ein bisschen langfristiger beurteilt. Also wir haben es gerade gesehen bei Sascha Boey, das waren keine 90 Minuten, ja. Bei Serge Gnabry jetzt nach 5 Spielen, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Serge macht es ja gerade Bombe. Die letzten 5 Jahre waren zwar absolute Katastrophe, aber komm, hat doch jetzt 5 gute Spiele gemacht. Warum wird er nicht einfach den Vertrag verlängern für 5 Jahre, für 20 Millionen? Warum denn nicht? Was ist denn da los, Herr Freund? Ja, also, wilde Nummer, ja. Ja, wir werden natürlich jetzt wieder so eine Standardaussage hören, aber die hören wir uns natürlich an und dann, ja, wilder Take mal wieder. Ich glaube, es geht nicht mehr so schnell. Vor einigen Wochen war er noch Verkaufskandidat. Halleluja. Danke, Christoph. Jetzt wird er verlängert. Wichtig, und das können wir festhalten, Serge ist ein Spieler, der jetzt wieder richtig fit ist und der unglaubliche Qualität hat. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir Serge haben. Er macht es gerade richtig gut und es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Und das Wichtigste ist einfach, dass er richtig körperlich fit ist, dass er fit bleibt und dann wissen wir, was wir an Serge haben. Plus kommt dazu, dass er ein herausragender Charakter ist, ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, auch außerhalb vom Platz. Aber das Schöne ist, dass er jetzt am Platz seine Leistung bringen kann, weil er eben einfach fit ist und man sieht, welche Qualitäten er hat. Und das ist unser großes Ziel für die nächsten Wochen und Monate, dass er fit bleibt und weiterhin so spielt und dann werden die anderen Themen sicher kommen. Klaus Bergmann von der DPA. Ja, Christoph hat es kurz und knapp zusammengefasst, was ich so gelabert habe. Sehr gut. Herr Kompanie, Herr Freund, wenn man so Mittwoch nach dem Sieg auf die Spieler gehört hat, dann war das nicht nur, obwohl es der erste Spieltag war, so dieses Gefühl, hier wächst was zusammen, wir können wirklich mehr erreichen. Meine Frage ist, inwiefern hat vielleicht auch diese Club-WM eine Rolle gespielt, dass diese Mannschaft, was ja sonst bei Vereinsteams nicht so vorkommt, so lange zusammen war? Haben Sie da irgendwas gespürt, dass das irgendwie was ausgelöst hat in der Gruppe? Wilder Take. Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt. Das war natürlich
Teambuilding-mäßig natürlich von Vorteil. Ja. Wenn, also für die Neuzugänge, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Die schon dabei waren ja nicht alle dabei. Ja, also von daher ist das natürlich auch schwierig. Ja, bin immer auf die Antworten gespannt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das den riesen Impact hatte, ob ja, vielleicht sind wir deswegen gut reingekommen in die Saison, aber wir kommen eigentlich jedes Jahr gut rein. Ja, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Eigentlich starten wir immer gut in die Saison. Oktoberfestzeit sind wir dann auch nochmal stark und dann geht es meistens so los, dass wir so eine kleine Schwächeperiode haben. Von daher immer mal abwarten. Ja, und jetzt gucken wir mal, was die Herren sozusagen haben. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das hat auf jeden Fall geholfen für die Integration von Neuzugängen. Heute, was ist denn los heute? Hä? Mann, wir sind ja voll auf einer Linie hier heute. Jonathan Tah, Tom Bischoff. Dieses Gefühl ist da, dass die Jungs schon viel länger hier sind. Und das kann nur, weil wir einen Monat zusammen gelebt haben. Und man weiß noch nicht wirklich, wie gesagt, was dieses Club WM alles bringen wird, wie dieses Club WM diese Saison beeinflussen wird. Aber auf jeden Fall, wir haben vielleicht letztendlich ein Trainingslager von einem Monat gehabt, obwohl wir natürlich das Ding gewinnen wollten. Wir sind einen Monat zusammengeblieben und das ist im Club in einer Vereinssituation eigentlich sehr, sehr selten. Wenn wir das nutzen können, dann wollen wir das auch. Aber ich glaube, jetzt das Wichtigste zum Weiterwachsen ist einfach gegen Hoffenheim gewinnen. Und das darf man nicht vergessen. Der Mannschaft siegt. Wir schießen viele Tore. Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet, um dieses Momentum zu verdienen. Und wir müssen weiterhin hart arbeiten, damit wir dieses Momentum auch behalten. Nächste Frage wieder Tom Hoffmann, bitte. Die Frage, gibt es irgendeinen Ausfall, von dem wir noch nichts wissen nach dem Spiel? Also Stani ist klar, aber gibt es darüber hinaus noch einen Spieler, der möglicherweise nicht zur Verfügung steht? Und die zweite Frage, wo liegen vielleicht auch nach dieser tollen Serie, die ihr gefahren habt, jetzt nach so einem Champions-League-Abend gegen Chelsea, vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr, nach Sinsheim zu reisen und möglicherweise, ja, nicht die Mannschaft zu unterschätzen, aber dann, ja, wo siehst du möglicherweise Gefahren nach so einem Auftritt in der Champions League? Es gibt keine anderen Ausfälle, also gerade nicht die Frage beantworten. Und dann übermorgen, es gibt in alles Gefahren. Also wenn man die Analyse macht von Hoffenheim, die haben alles gewonnen, außer das Spiel gegen Frankfurt. Die haben jedes Testspiel gewonnen, überzeugend. Die haben im Pokal überzeugend gewonnen, also die haben auch Momentum, darf man nicht vergessen. Und die werden sich auch denken, jetzt ist das Moment, weil wir haben gerade gespielt, wir haben diese Spielfreude auch, wir sind gut drauf. Die werden auch hoffen, dass die dieses Moment nützen können. Aber wir werden Hoffenheim nicht anders angehen als Chelsea in die Vorbereitung. Wir müssen nur sehen, wer frisch ist, wie wir die Energie auch wieder bringen in diesem Spiel. Aber unterschätzen, grundsätzlich würde ich in diesem Fall sogar noch, das ist das Gegenteil, weil genau das ist das Gefahr. Und gut, wir haben auch eine Mannschaft mit Jungs, die das schon sehr, sehr oft erlebt haben und deswegen vertraue ich auch, dass wir da reinkommen und einfach dieses Spiel, dass wir streiten um diese 3 Punkte wieder. Stefan Kumberger, bitte nochmal von Sport 1. Ja, heute kommt die PK natürlich nicht ohne Oktoberfestfrage aus. Es gibt den offiziellen Besuch, aber die Spieler gehen ja bekanntermaßen auch mal privat auf die Wiesen. Gibt es da irgendwelche Sonderregeln, was sie keinesfalls erleben wollen oder sind die alle erwachsen genug? Was eine Frage. Ich spare mir einen Kommentar dazu. Es ist für mich einfach die gleiche. Es ist, ob es jetzt Wiese sind oder nicht, ich glaube, für uns wir müssen unseres Leben leben wie normal, wie wir das normal machen, damit wir immer die Leistungen bringen. Es gibt
natürlich ein besonderes Gefühl in München in dieser Zeit, das spüren wir alle. Und ich werde auch ganz genau auf euch schauen in dieser Woche. Aber ja, deswegen muss ich dann die Fragen auch noch so ganz seriös beantworten, wenn Sie nicht... ja. Nein, aber Vertrauen ist auch in diese Momente. Ich meine, das sind keine Kinder, die haben auch Kinder zu Hause, die wissen, was richtig ist, was falsch ist. Und wenn was passiert, dann lösen wir das zusammen. Ich bin Trainer, ich weiß, dass das dazu gehört. Also ich hoffe nicht, aber ich hoffe, wenn ich jetzt 10 Jahre Bayern München Trainer bin, dann kann ich mich schon vorstellen, dass es 1- oder 2-mal passiert in dieser Zeit, dass wir was lösen müssen. Aber dann machen wir das. In diesem Moment volles Vertrauen und einfach normaler Fokus auf unsere Spiele. Nochmal Vincent Schipke, bitte. Nochmal eine spielerische Frage an den Kompanie. Joshua Kimmich hat am Mittwoch positiv hervorgehoben, dass man weiter hoch presst. So ist ja auch der Ballgewinn vor dem 3:1 entstanden. Aber dass es auch Phasen gibt, wo man ein bisschen abwartender agiert und schaut, dass man da kompakt steht, dass man also situativ womöglich auch mal presst. Im Vergleich zu vor einem Jahr, wo wir hier saßen, wo es diese ganze Konterdebatte gab nach den Spielen gegen Aston Villa, gegen Barcelona, was haben Sie da persönlich verändert, dass es gerade noch mal gefestigter wirkt? Wenn der Josh sich da jetzt noch mit reinnehmen würde, ja, dann würde ich die Aussage stimmt, definitiv, ja, habe ich ja auch schon gesagt. Ich habe auch den Eindruck diese Saison, dass wir gereifter sind, dass wir öfter im Spiel halt auch mal, wie es schon gesagt wurde, halt nicht mehr dieses super aggressive Pressing machen, mal ein bisschen tiefer stehen, den Gegner mal ein bisschen den Ball geben, ein bisschen kommen lassen und so weiter, alles gut. Genauso muss es sein übrigens, ja, wenn man das in den richtigen Situationen macht. Aber wenn ich dann sehe, dass ein Kimmich dann trotzdem noch irgendwie den gegnerischen Torwart anläuft oder sowas bei bestimmten Spielständen, dann hat die Mannschaft das schon gut verinnerlicht, außer Joshua Kimmich. Ja? Weil auch gegen Chelsea, wenn ihr gesehen habt, wenn da mal so ein Ball in die Mitte gespielt wurde und da ein Spieler ist, der den Ball annehmen kann und 15, 20 Meter mit dem Ball gehen kann und es ist weit und breit kein Gegenspieler, und das, obwohl wir mit 2 Sechsern oder 2 Achtern, wie auch immer, spielen, dann stimmt da irgendwas noch nicht ganz, ja. Aber es ist auf jeden Fall schon besser wie letzte Saison, ja. Da stimme ich Herrn Kimmich zu. Geändert. Ich habe es dann auch gesagt, also es geht nicht über radikal ändern, es geht nur darum, dass wir lernen aus alles, weil wenn eine Mannschaft Erfolg hat und auch wenn was passiert in einem Spiel, dann wird die nächste Mannschaft genau das versuchen. Aber das gibt uns auch natürlich eine riesige Möglichkeit, auch das zu erarbeiten, wo wir noch besser werden müssen. Also das ist nicht nur negativ. Aber tief stehen, ich habe es letzte Saison noch gesagt, es ist für mich kein Problem, dass wir mal tief stehen, wenn die andere Mannschaft das verdient hat. Wenn die das nicht verdient haben, dann sind wir da. Dann sind wir immer da. Und das ist in diesem Spiel gegen Chelsea auch über lange Strecke sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben auch unsere Tore geschossen. Es ist immer eine, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, finde ich ein bisschen, bevor ich ihn ausreden lasse, ich finde es ein bisschen wild, diese Aussage. Ja? Wenn eine Mannschaft sich das verdient, hat er kein Problem damit, dass wir auch mal tief stehen. Ja, die Aussage verstehe ich, bedeutet im Umkehrschluss, wenn eine Mannschaft stark ist, gerade, ja, dann ist es okay, dass wir mal tief stehen. Finde ich ein bisschen wild, weil ich finde es auch vollkommen okay, wenn es halt, ja, nehmt das Pokalspiel, nehmt das Augsburg-Spiel. Ich denke, wenn es 3-0 steht, dann muss man nicht sagen, ja komm, die gegnerische Mannschaft muss sich das jetzt verdienen, damit wir mal tief stehen. Da muss es eine taktische Finesse, wie man so schön sagt, auch sein, dass man sagt, komm, wir stehen mal tief, lassen den Gegner kommen und fahren noch einen Konter und dann ist der Bums durch. Ja. Und presst nicht wie vorne, wie bekloppt und läuft dann, wie es da schon angesprochen war, in irgendwelche Konter oder in irgendwelche super offenen Räume, die dann sich dann dadurch ergeben. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen wild, die Aussage, ja. Ich verstehe natürlich
das, was er sagt, wenn es eine starke Mannschaft ist, kannst du nicht 90 Minuten pressen, so, das ist völlig fein. Aber ich finde es ein bisschen wild, dass man das so sagt und nicht sagt, ja, es ist natürlich auch ein taktisches Mittel, ja, was es nun mal sein sollte, was man in seinen Repertoire, wie man es oder wie man es ausspricht, haben sollte, ja. Und ich finde, ja, die Mannschaft macht es besser, ja. Ob das dann jetzt sich der Gegner verdient oder nicht, sei mal dahingestellt, so wie Kompany es formuliert. Was ich bisher gesehen habe, gerade in Bezug auf die letzten beiden Spiele, ja, hat man da so ein bisschen aus Augsburg und Wiesbaden gelernt, meiner Meinung nach. Und lässt dann mal, ja, auch wenn es der Gegner sich in dem Moment nicht verdient, ja, lässt den Gegner dann mal ein bisschen Luft zum Atmen, weil man selber mal ein bisschen Luft zum Atmen nimmt und mal ein bisschen guckt, dass man defensiv stärker steht. Ja. Ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Vielleicht handelt die Mannschaft das selber. I don't know. Wir werden es sehen. Die Aussage passt da gerade nicht ganz zu. Risk-Reward. Ja, es ist eine Risikoabwägung, aber wenn Sie schauen, wie viele Tore wir schießen aus dieses Pressing, wie viele Chancen wir bekommen, dann ist die Überlegung auch da für die Gegner. Was machen wir, wenn wir den Ball haben? Aber wenn die das gut lösen und wenn die erfolgreich sind, dann habe ich überhaupt kein Problem, dass die Mannschaft sagt, okay, wir warten ein bisschen ab, bis unser Moment da ist und dann kommen wir raus. Aber die andere Mannschaft muss sich das erstmal verdienen. Ja, also das, was er sagt, ist ja vollkommen richtig, ja. Aber das mit diesem Verdienen, weiß ich nicht, ja. Weiß ich nicht. Ich finde es völlig legitim. Nehmen wir Hamburg. Ich glaube nicht, dass Hamburg sich das verdient hatte. Ja, dass wir dann 5 Gänge zurückgeschalten haben und mal ein bisschen defensiver standen und nicht mehr so angelaufen haben. Ja, vielleicht sagt er das nur jetzt nach außen hin, ja, denke ich mal. Wollen das gar nicht zu kritisch sehen. Aber da brauchen wir nicht drüber reden, dass Hamburg sich irgendwas verdient hat. Das war nicht Bundesliga-tauglich, was die gezeigt haben. Ja. Und dann haben wir 5 Gänge zurückgeschalten und sind nicht mehr super hoch angelaufen und so weiter. Ja. Also das hat sich der HSV dann nicht verdient. Ja, das ist das perfekte Beispiel eigentlich. Also ja, keine Ahnung. Vielleicht äußert er das einfach so nach außen hin oder vielleicht ist das auch das Credo. Aber wenn dem so ist, dann macht die Mannschaft auf eigene Rechnung dann auf jeden Fall alles richtig. Ja, weil wenn es 3-0, 4-0 steht, ja, alles gut. Wenn du 3 Tage später wieder spielst, dann musst du nicht da noch 45 Minuten Vollgas vorne anlaufen, pressen wie ein Stier und das ist Schwachsinn. Ja. Kommen wir langsam zum Ende. Klaus Bergmann nochmal. Herr Kompany, am Wochenende stehen sich dann Manuel Neuer und Oliver Baumann gegenüber. Also schaut man natürlich auch auf die Torhüter, auch wenn jetzt Manuel Neuer ja aus dem Thema die Luft so ein bisschen rausgenommen hat. Mal davon unabhängig, sind Sie eigentlich ganz froh, dass er jetzt nicht mehr Nationalmannschaft spielt, weil er eben diese Pausen hat? Mal im September eine Woche Pause, im Oktober eine Woche. Er hatte ja so in den letzten Jahren... Wenn du auf Manuel Neuer als Nummer 1 setzt, natürlich bist du froh, dass er dann dasselbe wie mit Thomas Müller war, dass er dann in den Länderspielpausen Pause hat. Ist doch logisch. Doch immer wieder auch Verletzungen, was wahrscheinlich normal ist, wenn man dann doch in ein höheres Alter kommt. Normal, ja. Wie sehen Sie das? Also ist das für Sie hier bei FC Bayern erstmal eine sehr schöne Situation? Grundsätzlich müssen Sie diese Frage an Manu stellen, wie er sich fühlt in diesen Momenten. Was ich nur sehe, ist, was er bringt im Training, aber auch Nini, du wirst immer leiser. Spiele, wo seine Leistungen natürlich überragend sind. Und ich habe Manu vorher nicht gekannt, nur als Gegner, aber seitdem wir zusammenarbeiten, muss ich sagen, ist sein Niveau eigentlich fast jede Woche besser geworden. Und, aber der hat... Ja, true, da gehe ich mit. Manu war sehr schlecht, ja, am Anfang. Ist aber wieder richtig stark geworden, ja. Und aktuell hat er ein gutes Niveau. Ja, wie gesagt, Urbich hat fußballerisch für mich ein höheres Niveau wie Manu. Aber alles andere, und Manu hat schon ein hohes Niveau, da wollen wir nicht drüber reden. Ja, und hat natürlich viel, viel mehr Erfahrung, was als Torwart natürlich auch ein Faktor ist. So. Da hat er vollkommen recht. Also Manuel Neuer ist gerade wieder auf einem guten Level. Ja. Und wenn wir über die letzte Saison nachdenken, wissen wir auch, wie hart wir ihn kritisiert haben. Und
Ja, dass ich persönlich auch nicht damit gerechnet habe, dass er noch mal auf dieses Level kommt, wo er jetzt gerade ist. Ja, das muss man ja das kann man ja sich eingestehen. Also, das macht er gerade sehr, sehr stark. Schon alles erreicht. Also für mich das Wichtigste ist, dass er einfach auch diese Spielzeit genießt. Ich glaube, man kommt immer in eine Phase von seiner Karriere, wo eigentlich die Druck weg ist. Für mich hat Manu null Druck aus allen Spielen. Man hat keinen Druck ganz am Anfang von seiner Karriere als junger Spieler. Also zum Beispiel Lennart Kahl hat null Druck. Das ist nicht seine Aufgabe. Alles, was er machen kann, ist positiv. Und ich glaube Manu auch, weil man kann ihm nichts mehr wegnehmen, von was er erreicht hat. Ja. Und man spürt das auch in wie er hier an derselben lebt und auch auf dem Platz, dass wir da einen Spieler haben, der einfach jede Woche wieder zeigen kann, wie gut er ist, aber ohne dass er den Druck hat, dass er das noch beweisen muss. Ja. Ja. Ich weiß, seine Mentalität, wenn Sie mit ihm reden, er wird sagen, ich muss es noch immer beweisen und es ist jeden Tag und er will zeigen, dass. Aber am Ende, man spürt trotzdem, dass er einfach ganz viel Lockerheit ausstrahlt und diese Mischung zwischen, ich finde es immer schön, diese Mischung zwischen 100%iger Fokus und trotzdem noch ganz locker. Und das kannst du nicht einfach erreichen in deiner Karriere, aber irgendwann ist das so diese Zone, wo du lebst und das ist im Moment Manu. Haben Sie das selbst auch gefühlt? Ja, auch in dieser Zeit. Also am Ende meiner Karriere, so diese letzten 3-4 Jahre. Das heißt nicht, dass es nächstes Jahr oder in 2, aber diese letzten 3-4 Jahre, dann weißt du genau, was du machen musst. Deine Abläufe zum Spiel. Also Manu weiß zum Beispiel, dass Hoffenheim ein ganz gefährliches Spiel ist. Und dann weißt du in diesen Momenten, wie du umgehen musst mit deiner Konzentration und genau, was die Spieler brauchen. Und wenn du mal einen Fehler machst, weißt du auch genau, wie du reagieren musst, damit du vielleicht am Ende trotzdem noch das Spiel entscheidet, positiv dann. Und als junger Spieler bist du immer in dieses Kampfmodus. Geh, Fullgas und immer der Beste sein. Wenn du älter bist, dann gehst du ein bisschen mehr mit das Spielflow und in die richtigen Momente entscheidest du. Und er ist jetzt in dieser Phase seiner Karriere. Schon seit lange wahrscheinlich. Stimme ich zu, wäre schön, wenn Kimmich auch mal in diese Phase kommen würde. Weil das, was er jetzt alles beschrieben hat, ist das, was Kimmich fehlt, Alter. Ja. Alle Fragen beantwortet. Vielen Dank. Ich denke, wir sehen uns alle morgen in Hoffenheim und nicht auf Twitter. Ja, Leute, genau, abonniert nochmal, ne? Ihr kennt den Spaß. Das war die PK. War ja ein, zwei interessante Sachen bei. Ton war wieder sehr wild, mal laut, mal leise. Ich habe immer ein bisschen gegengepegelt. Ich hoffe, es passt einigermaßen. Und da bleibt mir nur zu sagen, Leute, vielen lieben Dank. Haut rein, bis zum Spiel. Tschüssikowski. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.